Hauser Flo an dem sinn eng zocht GPS vu Fréier. Dorf huet am Dorf gelieft. An Lützeburg und wun sich hier Kultur im Dorf gemacht. Wir hatten am Anfang geholt, gierig den Hausnummer. Das war immer am meisten. Da war ich ein bisschen immer jaloux. Die anderen Bauernhäuser, die hatten eine Nummer. Das war dann die Familiennummer und danach ein Hausnummer. Das hat aber trotzdem ein bisschen mehr angeklungen. Wenn ich ganz ruhig über die Sachen nachdenkt, dann hat das alles seinen Sinn und auch seine Ursache. Das hat einfach zum Patrimoine vom Dorf gehört. Wir sind direkt vor den Leuten lokalisiert. Ja, und da war eine Geschichte dann noch alles von den Häusern. Das war ja dann immer, also, das war einfach so. Alle Häuser gerne was sein, nur um 4 Uhr geht. Aber, ob die nehmen, ob sie weitergehen, ich ging so, als kann wäre doch egal. Ich hoffe, dass aber wissen, wenn der Meier sind, dass das nach Hause ist. Naja, also ich weiß, ich kann ja nie so, wie es weitergeht, das weiß keiner. Weil so eine Evolution, wie wir erlebt haben, manchmal erlebt keine Generation mehr. Es war eine arme Zeit, wir haben eine schöne Zeit erlebt. Also mir ist es wichtig, dass die NIM noch so gut wie möglich weitererhalten gehen, weil das sind nicht lang NIM, es sind noch die ganzen Werte, die damit verbunden wären. Und das war nicht neisch, das war eine ganze Geschichte. Das war eine ganze Geschichte. Das war nicht nur ein Einzelsujet. Und das hat Lebensqualität. Das hat Lebensqualität. Und ich war glücklich dabei. Ich war froh, dass der Joris uns kontaktiert hat, weil es liegt mir am Herz, dass die Patrimoine zumal hier an dem Eck, wo ich wohne, dass das mehr oder weniger nach erhalten bleibt. Und da gehört ja dann auch niemand von den Häusern dazu. Haus nehmen geheieren mit den Häusern, mit den allen Bauernhäusern zur Geschichte und Identität von aller Ortschaft dabei. Und das ist eben ein Haus nehmen und ein altes Haus gehören einfach zusammen. Das ist eine Symbiose, die einfach nicht zu trennen ist. Wir sind auf dem Projekt mit den Plaketten für das Haus nehmen drauf gestoßen, weil eben andere Gemeinden das auch umgesetzt haben. Und ich wollte das eben noch bei mir in der Gemeinde eben umsetzen. Also auf der Plakat ist eben Uwe links ist die Wappe von der Gemeinde, den ist farbig.
dann ass de Rech ass einfach so eng mëllech Glas ziemlich durchsichtig, dass sie never nach hannen bëssen Fär vun der Fassade gesäit. Dann ass en klengem Randung an dann ass ein Innenhaus et kann der woch heinst du Purhaus nehmen drop kommen, weil et war auch heinst du Häuser, die méihaus nehmen hätten. An du pochen wir auch drauf, dass an all Haus nur drop kennt. Also das ist wirklich dann der Gesamtpackage zu summen ist. Wenn du geben ein Haus aufgehabt, gehen an keine Residenz dahin an die Welt nach irgendwie den Haus nur halen, natürlich kriegen die kein Plakat, wie wir es kreiert haben. Wir können einfach auf die Residenz den Namen so schreiben oder zum Beispiel kein durch die Straße um allen Hausnummern benannt gehen. Wenn man da doch schon zu gar nicht schon an 2 Fällen, da sind ja Haft, da gouf leider ein schönes Bauernhaus aufgehabt, aber natürlich hat ein Hausnummer aber evaluiert, an dem die Straße benannt gouf. A Schengen, das ist ein anderen Straßennummer, da gouf 2000 behalten, also einfach durchgehen, 100 dem Bauernhaus gouf die Straße eben erbaut, eben do die Straße nur dem Haus zu benennen. Die Hausnehmen verroden ja auch immens viel einfach über die Geschichte, wen hat daran gelebt, welchen Beruf haben sie ausgeübt an dem Haus. Und das ist also einfach interessant auch für die Leute, die vielleicht an der Haus beiziehen, die nicht wirklich an dem Haus da abgewurzelt sind oder keinen Rapport zum Haus haben. Da können sie mal ein bisschen noch an die Geschichte von dem Haus ein bisschen stöbern. Und so Sachen geworden, die sie vielleicht noch nie für drinnen wussten. Und auch das ermöglicht eben Plakat durch eben den QR-Code, und auch eben den Kontakt mit den Proprietären, die halt auch gar nicht wussten, wie den Haus nun war oder gar keinen Bezug zu der Geschichte vom Haus hatten. Und umso mehr froh waren, wie du bemol das Projekt hier kommen, also an der Gemeinde, und bemol sich auch ein bisschen damit aufgehen können, ja, was stößt eben halt mit dem Haus ein bisschen. Was für Geschichten kann das Haus auch erzählen? Also die Reaktion auf das Projekt war wirklich immens groß, also die meisten Leute haben mitgemacht, und auch sogar, wo man gefragt hatte, vielleicht der QR-Code, den ja fakultativ als gegen vielleicht auf viel Widerstand stoßen, mit war aber nicht so. Also die meisten Leute wollten sogar auch mit QR-Code. Ich war am Anfang wirklich skeptisch, wie die Sache angefangen hat, weil ich gedacht habe, alle Haus nehmen, als etwas, das kennen die meisten Leute halt gar nicht mehr. Und die älteren Leute, die kennen, die sind da nicht mehr als Haus nehmen, die schwätzen sowieso nach an demselben Jargon führen. Wenn ich einfach dann irgendeinen Namen holen, und die geht dann von älteren Leuten XY genannt, und die geht dann auch von den jungen Leuten, was sie normale Familiennamen genannt, dann soll ich mir das als etwas, das soll man nicht verlieren. Man soll das einfach auf irgendeiner Weise beibehalten und gucken, dass wir das für die nächste Generation festziehen. Das sind hier erst auf die Welt kommen, das heißt, es schon hier an dem Dorf ein ganz Leben verbunden. Mit einer kleinen Pause, wo ich an der Stadt war, dafür sind ich auch gerne zurück auf das Dorf gekommen, weil für mich ein Dorf besonders das für die Stadt. An der Stadt gibt es kulturell zwar viel Gebäude, aber das Problem ist, es gibt aber keine Kultur. Das ist ein Unterschied für mich zwischen kulturellem Leben und Kultur. Das Dorf als für mich zusammen leben, Stadt als individuell leben, jeder für sich. Und ich meine, das soll auch bei einem Dorf nicht der Fall sein. Es geht natürlich immer mehr schwer, für das aufrecht zu erhalten. Ich will nur ein Beispiel. Früher habe ich gesagt, dass das dort ist, sondern Beispiel der Birch Robert. Das Problem ist, wenn ich heute zu einem Jungen so ist bis 40 Jahre, dass der Birch Robert sich wie das ist. Dabei ist der Mann hier am Dorf und hier ist aber Dummlinger. Birch Robert, das war ein üblicher Name. Da wo ich auch schiedfried wäre, so wie Noppusch kann auch. Meine Mama war Birgedelin, mein Papa war Birschoss. Also das ist so am Dorf üblich gewesen, da wo ich auch schiedfried wie nicht wäre. Der Ursprung von unserem Haus Nummer Hai Abirch, den ist durch die Position vom Haus kommen, weil das Haus ein bisschen auf einem Kopf steht. Das war hunderte Jahre so, dass die Häuser hier ein Hausnummer hatten, egal wie die Familiennummer dann noch am Haus war, mit den Hausnummern als immer beibehalten gehen. Dadurch, dass aber immer mehr neue Häuser gebaut gehen, dadurch, dass die kriegen Hausnummer mehr. Und dafür fand ich es wichtig, dass alle Häuser, die noch bestehen an der Wirtschaft, dass die dann ihren Hausnummer aber sollen behalten, dass die jungen Generationen
das nach matt kriegen, weil das wäre auch Ursache für was, dass ich darauf gehalten habe, wie wir hier umgebaut haben, das soll den Numm Abies, dass der soll Haus bleiben, dass er nicht soll verloren gehen. Das ist ja aber ein Flotsack, ging ich so, und dann sind noch Einzelhäuser, die das auch schon gemäht haben, und es wäre schön, wenn das nicht ging, vorgefordert ging, dass die alle nicht gingen verloren. Er hat in der Zeit 4 Kaffee, und Leute da begrenzt, die sie sonst an die Masse gingen. Nach der Masse sind sie dann bei der Wirt gegangen, ein paar trinken, sind Neuigkeiten aus dem ganzen Dörfer durchgeholt gehen. Und dann sind sie heimmäßig gegangen. Heute war halt mal mich später, sie sind vernannt, wenn sie zu spät erst gekommen sind, und so wie das dann war. Das hat aber so Charme. Die Zeit haben die Leute viel mehr zusammen gelebt. Sie haben mit denen geschafft, ihnen die Männer geholfen. Das ist schön, dass nicht mehr Leute Wert drauf legen. Aber durch die Initiative kann das ja aber ableben. Dann ist das ein gute Sache. Das Problem ist einfach, wenn man heute guckt, die jungen Leute haben so viele verschiedene Interessen, die gehen eigentlich mit allen möglichen Mitteln aus dem Dörfer rausgezogen. Wenn wir hinten nicht wissen, wie es war an der Zeit, dann können sie es nie gewöhnt gehen. Aber wenn wir an dem Rhythmus weiterfahren, wie wir die letzten 40 Jahre gefahren sind, dann weiß an 10 Jahren kein Mensch mehr, was genau was für tun. Aber das ist aber immens motivant, wenn ich gesagt dass die Leute alle gut machen. Egal für was für eine Nation und egal was für ein Spruch. Wir haben zum Beispiel hier in Haus am Dorf, die Frau aus Engländer, der Mann aus Belgien. Sie haben ein Haus hier gekauft für mehr als 20 Jahre. Sie haben aus erster gekauft schon den Hausnummer auf das Haus geschrieben. Sie sind natürlich noch mehr froh, für das noch ein Kehr als Plakat gesetzt zu kriegen. Aber das weißt du aber, dass es nicht einfach durchgeht, für zu sagen, ja, die Leute interessiert das nicht. Wenn wir nicht auf die Leute zugehen, dann hilft das nicht. Wir müssen uns abmachen, wir müssen Leute wissen, wie es geht. Und wenn das verlässt, dann dürfte man in Zukunft kein Problem haben. Coming from a different country, it's important to feel integrated, and that was very, very important and key for me and also for my husband and for our children. So what brings us so much pleasure is being with the children. We eat together, we laugh together, we cry together, we share stories together. And so for us, it was important to remember those who had already lived in the house, those who had already contributed to the history of where we live. And as I say, it has a soul. This house has a soul. So for us, it was important to acknowledge that and to pay respects to those who had already lived in the house by putting the name on the front of the house. I'm familiar with house names, but I'm actually talking more about in England. It's a very common thing. I have come from the countryside in the southeast of England, where we have very rural areas. And it's typical from where I was from to give your house a name. So for me, it wasn't anything unusual at all. In fact, it made me connect even more. I was really happy to then be able to continue that by now having also the name on the house where I currently live. Das wird allgemein wichtig für die Generationen, die neu kommen. Für das so Bezug einfach kriegen zu ihrer Gegend und sich mehr verwurzelt spielen. Am noch dummer da mehr standhaft am Leben gehen. Und das gehören eben präserviert zu gehen, weil das die Vielfältigkeit als eben der wirkliche Reichtum von der Menschheit mit seinen Traditionen, mit seinen Kulturen. Das ist eben das, was die Menschheit von sich ausmacht. Und durch die Häuser und Flöhen, die geht eben der ganze Charakter von einer Gemeinde oder einer Ortschaft hoch gehalten. Und das kann sich eben differenzieren von all Gegenden. Das ist eben die schöne Vielfältigkeit, die wir dann haben, eben für eben die Identität und den Charme zu behalten von all Gegenden.